Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021. Wir sind wieder zurück mit Kassel Motorsport und es geht jetzt nach Spielberg. Eine Strecke, die ich sehr gut kenne, sehr gut fahren kann, muss ich ja wirklich sagen. Auch sehr gerne fahren, ist wirklich eine meiner Lieblingsstrecken. Und wir haben noch in der letzten Folge gesagt, wir tun KI ein bisschen lüpfen. Wir sind ja das letzte Mal in Frankreich gefahren, haben leider ein bisschen Pech gehabt, weil wir ja einen ERS-Schaden hatten, beziehungsweise einen Softwarefehler. Wir haben permanent eigentlich ERS drin gehabt und aus der Kurve raus ist das eine absolute Katastrophe gewesen, weil es ja noch so geregnet hat. Wir hatten ja Fullwets gehabt und haben dann eigentlich wegen dem Fehler permanent nur noch 3 gehabt und schlussendlich auch in der Wand gelandet. Und ja, wir schauen jetzt, was wir ins Spielwerk rausholen können. Ich hoffe, es kommt nicht regnen. Ich hoffe, es bleibt trocken schlussendlich. Und wir tun jetzt eben noch KI aufnehmen, weil das haben wir ja gesagt im letzten Rennen. Wir nehmen es ein bisschen auf. Sie sind jetzt ein bisschen schwach gewesen. Ich glaube, sie haben das Auto einfach mittlerweile gut entwickelt. Wir sehen hier nochmal die Simulationseinstellung, die ich habe. Wir haben sie auf 73 die ganze Zeit. Wir nehmen sie jetzt mal auf ja, wir nehmen mal 83. Wir tun mal um 10 Punkte erhöhen. Wir schauen mal, wie stark dass sie dann wirklich sind. Noch. Dann haben wir hier einen Rettungsmodus drin. Simulationsschaden habe ich alles drin, darum ist auch unser Auto dort relativ schnell kaputt gegangen und darum haben wir auch wirklich einen ERS-Schaden bekommen, einen ERS-Fehler bekommen. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir so ins nächste Rennen rein. Wir machen jetzt noch ein paar Entwicklungen machen. Wir haben ja relativ viele Ressourcenpunkte. Durch den Fehler vom ERS haben wir noch 200 Ressourcenpunkte erhalten. Da die Ingenieure herausgefunden haben, an was das liegt und irgendwie hat das auch noch mal ein bisschen einen Push gegeben. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir buttern jetzt noch irgendetwas rein. Wir haben, glaube ich, irgendwo einen Fehler gehabt. Genau, da haben wir noch einen Entwicklungsfehler gehabt, oder das ist irgendwie bei der Qualitätsprüfung gescheitert. Und das tun wir sicher noch fertig machen. Das kostet dann nur 207 Ressourcenpunkte, nicht wahnsinnig viel. Und wichtig ist auch bei uns einfach, wenn wir jetzt mal auf empfohlen gehen, dass wir Chassis weiterentwickeln. Chassis ist schon bei uns sehr wichtig und ich würde auch sagen, dass wir Motorhaube hinten auch verbessern, also die Motorabdeckung hinten, das schlägt uns vor. Haben wir sogar noch 8% drauf, machen wir doch. So. Wenn wir jetzt nochmal auf empfohlen gehen, dann geht er hier auf Strapaziefähigkeit, würde ich auch sagen, machen wir noch, weil kostet der nur 352. Aber die Fehlerquote ist relativ hoch, aber wir machen es gleich einmal, wir müssen einfach weiterentwickeln. Und wir haben ja auch noch ein bisschen Geld auf der Seite. Wir haben aktuell 2,52 Millionen und ich glaube, wir könnten das auch sicher irgendwo in der Entwicklung investieren oder wenn wir lieber ins Personal. Wir sollten, glaube ich, vielleicht einmal etwas im Personal noch machen. Ist, glaube ich, nicht immer so schlecht. Das betrifft zwar dann mehr nur eigentlich den Zweitfahrer. Was haben wir da noch? Marketing, Sponsorenbeziehungen. Würde schneller erhöhen, aber kostet auch wesentlich mehr. Okay. Ja, ich weiß jetzt, wenn wir. So wäre natürlich eben der Zweifahrer wesentlich stärker, oder? Ja, dann tun wir doch den Simulator verbessern. Machen wir das. 3. Juli kommt hier das Upgrade. Wir haben noch 1 Million auf der Seite. Und ich glaube, das lassen wir jetzt auch mal so. Und dann gehen wir mal ab auf Österreich. Das Training fahre ich wieder wie immer selber. Wir sehen uns dann einfach wieder im Blitzqualifying und hoffen wir und beten wir für ein trockenes Rennen. So, herzlich willkommen zum Blitzqualifying. Es regnet wieder mal einmal mehr. Ich habe einfach immer Pech. Immer Qualifying regnet es bei mir, oder recht oft. Es ist aber nur leichter Regen, sage ich jetzt mal. Also es ist mit Intermediates, die wir jetzt fahren, nicht mit den Fullwets wie in Frankreich. Aber es wird gleich jetzt wieder eine Herausforderung werden. Das Rennen selber bleibt aber trocken. Ich bin jetzt ein paar Trainingsrunden gefahren, ich habe das Setup eigentlich ein bisschen zusammengestellt mit ein bisschen mehr Flügeln als ich sonst fahre, weil ja, mein Auto ist halt aerodynamisch gerade das Weltwunder und auch chassistechnisch auch leider nicht, darum ein bisschen mit mehr Flügeln gefahren. Sonst eigentlich ganz okay, mal schauen, wie sich das auswirken wird, weil ich glaube, für ganz schnelle Runden bin ich wahrscheinlich zu langsam. Also es könnte hart werden, ich kann natürlich dann gewisse Kurven vielleicht ein bisschen schneller fahren als andere, aber wir müssen ausprobieren. Ja. Ich würde mal sagen, wir legen los. Ich hoffe, ich kann mich gut positionieren im Qualifying. Aber vielleicht auch nicht. Wir probieren es einfach mal. Let's go!
Oh shit, da habe ich jetzt die Bremse gelupft. Mega schlechter Exit gehabt. Oh Gott! Oh oh! Oh, da ist mein Spoiler weg. Da ist mein Spoiler weg. Also hinten ist es zwar Raumbeschädigung, aber vorne ist er komplett weg. Okay. Gut, das war es schon mal mit dem Qualifying. He? Oh Gott, oh mein Gott. Okay, ja, lenk nicht ein. Immerhin kommen wir noch ins Ziel. Also wir sind nicht DNF, sondern wir sind einfach langsam. Ja, das ist der letzte Startplatz für uns, wieder mal einmal mehr. Aber in der ersten Saison ist es sehr unrealistisch, also mit so einem Fahrzeug weit vorne kannst du mit pokern, eben nur eigentlich, wenn Safety-Car-Phasen kommen. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir ab ins Rennen und schauen mal, was wir rausholen können. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Lando Norris steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Bottas, Ricciardo, Max Verstappen und Leclerc, Sainz, Perez, Vettel und Pierre Gasly, Stroll, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda und Ocon, Mick Schumacher, Räikkönen, Antonio Giovinazzi und Nikita Mazepin, Russell, Alesi, Latifi und ein Wagen des neuen Teams. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Also McLaren ist wieder übel stark. Er ist ja unglaublich. P2 und P4. Wir schauen noch schnell kurz in die Rennstrategie rein. Also wir starten mit den Softs und gehen dann nachher auf die Mediums. Wir nehmen da wieder ein bisschen weniger Sprit mit, weil wir brauchen ja nicht so viel. Und ja, da hoffen wir mal, dass wir gut durchkommen. Es bleibt das ganze Rennen lang trocken. Das tut mich eigentlich sehr optimistisch stellen. Und ja, let's go! So, wir schauen mal, wie gut dass wir wegkommen vom Start. Okay, nicht so einen guten Start gehabt. Oh, da hat es einen riesen Klapp gegeben schon. Oh mein Gott! Das virtuelle Safety Car fährt. Das war der Alesi. Bei dem mehrere Fahrzeuge auf der Strecke zum Stillstand kamen. Oh, was für ein Auffahrunfall. Holy shit. Alesi ist aus dem Rennen. Nicht mich wundern, ob Mazepin auch noch irgendwie einen Schaden davon gezogen hat. Oder ob er gar nicht hat. Und ich muss unbedingt den Frontflügel ändern. Ich muss ein bisschen mit weniger Frontflügel fahren, habe ich das Gefühl. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Ja, das finde ich doch gut. Ah, ich kann den Frontflügel kannst du nicht ändern, ich meine, den kannst du ändern. Okay. Motiv und Front. Ah, okay. Ich meine, du kannst mal. Kann man das nicht mehr? Oder bin ich blöd? Ah, hier Abtrieb, mal hier. Nehmen wir mal ein bisschen runter, ab beim nächsten Boxenstopp. Okay, Mazepin hat scheint keinen Schaden genommen. Noch spannend, weil der ist schon voll kassiert. So, jetzt gegen Mazepin, wir holen noch ein bisschen Windschatten. ERS ist schon drin, das wird aber schwierig mit Anbremsen hier vorne wahrscheinlich. Ja. Oh, Mazepin verbremst sich!
Wir müssen noch rausweichen, weil sonst wären wir, glaube ich, so ein bisschen an die donnert, wäre die Linie gefahren. Oh Gott. Da vorne ist ein Auto, das sehr langsam fährt. Der geht auch, glaube ich, in die Box, wie es aussieht. Oh, Russell! Oh, was ist da wieder los? Russell geht in die Box. Ich glaube, er hat einen Schaden. Mazepin hat wegen dem Ausweichmanöver jetzt eine Position mehr verloren. Wir sind gerade hinter dem Latifi. Vielleicht holen wir den jetzt auch noch gerade. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Er muss viel mehr abbremsen als ich und ich kann innen durchstechen. Und da sind wir jetzt den 18. Schon 19. sagen, wenn noch DRS jetzt. Und das nächste Ziel ist jetzt der Antonio wieder. Ich schaue, ob es der Frontflügel wie er ist. Ich lasse mal. Weil jetzt passt es mir eigentlich. Ich habe vorher gemeint, ich kann ein bisschen untersteuern. Aber es geht jetzt eigentlich gerade. Ich weiß nicht, wieso das jetzt besser geht. Vielleicht, weil es noch die erste Runde war, steht. Und gut, es war auch noch hinter dem virtuellen Safety Car. So, wir probieren jetzt an Giovinazzi herzukommen noch. DRS haben wir wieder, mit ERS zusätzlich noch ein bisschen aufschliessen. Da wird es jetzt sicher noch nichts werden mit dem Überholmanöver, aber vielleicht dann in der nächsten Kurve jetzt wieder mit DRS. Wir haben eigentlich motortechnisch das bessere Auto, aber die Gesamtleistung ist natürlich bei Alpha schon stärker. Oh, ich habe ein bisschen früh spät abbremst. Schlechter Exit da jetzt gehabt. Oh, aufpassen wegen Corner Cut. Sind die ganz streng da, die FIA. Okay, ja, jetzt habe ich ein bisschen Boden verloren leider. Wegen dem Verbremsen dort oben. Aber wir probieren jetzt natürlich wieder aufzuholen. Vielleicht schon mit DRS. Ja, DRS haben wir mal. Vorne gibt es auch zwei Kämpfe. Das ist natürlich auch gut für uns, weil es kostet natürlich alles Zeit. Und da können wir besser aufschliessen. Da kommen wir ein bisschen quer. Der Curb hat das ein bisschen weggedriftet. Ja, der Curb muss ich ein bisschen aufpassen, weil der schleudert mich eigentlich schon weg. Jetzt aber. Könnte klappen. Jetzt können wir mit dem Schwung reinbremsen. Oh, Schumacher auch noch gerade mitgenommen. Oh! Bin ich sogar noch ein bisschen quer gefahren am Schluss. Das war jetzt übelst mit der Brechstange. Und es geht hinten noch der Antonio gerade am Schumacher auch vorbei. Sorry Schumi für das. Sainz da vorne auch recht weit hinten. Oh, da fahren wir auf den Körper und da dreht es weg. Nein. Oh nein, ja, bitter. Bitter. Und da sind wir jetzt. Da sind die Reifen noch ein bisschen warm, so wie es aussieht. Das ist sehr bitter. So komm, find den Grip da mal. Die Reifen so heiß oder was? Ah, ja, okay, die sind innen recht am Überhitzen. Ah, Scheiße. Oh mein Gott. Wir ziehen eine alternative Strategie. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Sorry, Russell. Kann ich echt noch in die Box rein? Es sieht so aus, als könnte ich noch in die Box rein. Das tun wir gerade total bestätigen. Ah, okay, das hätte ich eigentlich eine Strafe geben, weil ich jetzt die Boxeinfahrt voll ignoriert habe. Ah, es ist so bitter, immer wegen so Scheissfehler. Jetzt sollte man vielleicht mal überlegen, ob ich ein Replay rein tue, aber dann wäre es eigentlich wieder zu einfach, habe ich das Gefühl. Okay, wir kriegen eine neue Nase über.
Neue Schleppen werden mittlerweile schon überrundet. Es wird jetzt verdammt schwierig, um das Ganze wieder aufzuholen. 6,6 Sekunden ist eigentlich nicht mehr so ein schlechter Stopp für den Flügel noch zusätzlich. Ich habe noch die ERS von irgendwo bekommen, aber ich war abgelenkt. Bitter. Gut, für uns ist vielleicht auch einfach wichtig, dass wir Rennen abschliessen können. Aber wir schauen jetzt mal, wie weit führen, dass wir noch kommen, wie gut dass wir führen kommen. Die anderen Fahrer müssen natürlich alle noch in die Box gehen, das ist ja klar. Das wird etwa in Runde 12, denke ich mal, der Fall sein. Also jetzt geht gar nicht im Kopf. Ich denke es aber schon. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass jetzt die Hintermänner, also die hinter uns, nicht aufholen. Weil, wenn wir überrundet werden, verlieren wir einfach die ganze Zeit. Das wäre doof. Okay, alles klar. Oh, gelbe Fahne. Dort fährt das Auto neben raus. Safety Car. Ein paar Informationen zu Verstappen. Verstappen draussen. Safety Car, yes! Okay, langsamer Oh werden, yes! langsamer Safety Car könnte uns wieder mal einen mit Arsch retten. werden. Schnell. Verringere dein Tempo. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, sollen wir echt noch mal auf Soft gehen? Mit der Soft wäre ich aber wahrscheinlich viel schneller. Wenn ich jetzt wieder auf die Soft gehe, komm, ich gehe jetzt noch auf die Soft. Ich hole mir jetzt mal Alles klar, Soft. komm am Ende dieser Runde rein. Wir machen jetzt eine Risikotaktik, weil mit der Soft wäre ich wesentlich schneller. Und 8 Runden mit Soft sind sicher möglich. So. Wir probieren es, Risiko. Es kann sein, auch, dass die Soft abschmieren unterwegs. Aber dann haben wir es versucht. Und ich glaube, es könnte klappen, weil jetzt muss sich zuerst das Feld alles formatieren wieder. Wir probieren es mal. Egal. Risiko. Die Safety Car wird sicher jetzt etwa 3 Runden nicht draussen bleiben. Das ist auch gut für euch. Es ist vielleicht nicht mal so dumm, dass wir jetzt auf die Soft gehen. Es ist vielleicht nicht mal so dumm. Wir schauen jetzt mal. Fertig. 2,5. Normaler Stopp, nichts Spezielles. Wir sollten ja rein theoretisch vorbeigelassen werden. Es scheint ein Problem zu geben. Wir untersuchen es noch. Was? Was, wir haben das Problem? Wo haben wir das Problem? Ah Mann, nicht schon wieder ein technischer Fehler. Wir haben festgestellt, dass es ein Problem mit dem Motor gibt. Was? Ah, ich kann nur noch auf Mager fahren. Ich kann nur noch auf Mager fahren. Nein, das ist jetzt zu ärgerlich. Es ist... Ah, Mann. Das ist jetzt bitter. Das ist wirklich wieder bitter. Ah, ich kann nur noch auf Mager fahren. Okay, das wird jetzt schwieriger. Immerhin sind wir die Soft geholt, ganz ehrlich. So, jetzt sollte den Engine vorbeigewunken werden. Okay, Russell hat aufgeschlossen, jetzt sollte ich dann irgendwann mal vorbeigelassen werden, eigentlich. Ich muss mich zurück überrunden. Das gleiche auch da beim Russell eigentlich. Nein, nur ich sollte mich zurück überrunden. So komm, lass mich mal durch da. Was? Safety Car fährt rein? Hä? LOL! Wieso darf ich nicht zurück überrunden?
Was war jetzt da für ein Witz? Das ist ja hure unfair. Hä? Das ist ja hure unfair. Das ist ja ultra unfair. Ja, ich lasse dich nicht vorbei, wenn der Alonso langsamer ist als ich. Ah, das ist doch ein Witz, Mann. Ja, moin. Ach Gott. Der Fahrer vorbei. Ey, das ist wirklich... Also das ist... So etwas haben sie noch nie gehabt. Das ist wirklich mega unfair. Weil rein theoretisch ist es so, dass wenn ein Safety Car Phase ist, dass die Autos dürfen vorbeifahren und nochmal zurück überrunden. Und auf das habe ich jetzt die ganze Zeit gewartet. Aber wieso, dass jetzt das nicht gekommen ist? Also das ist wirklich unfair. Wie werde ich so Rennen fahren? Wenn die Regeln nicht eingehalten werden vom Game. Alter, Codemaster, Mann, die haben wirklich einen super Schinken rausgebracht dieses Jahr. Oh Mann, ey. Also ich kann mich glaube erinnern, dass es 2020 so war. Aber ihr könnt es mir gerne in die Kommentare hineinschreiben, ob das immer so war, dass man nicht zurück überrunden kann. Aber ich habe gemeint, das sei immer gewesen. Ja, super. Ja, dann fahre ich jetzt einfach hinter dem Russell halt nachher. Also ich könnte ihn schon überholen, aber das Problem ist, wenn ich ihn überhole, dann nachher, muss ich ihn gerade wieder vorbeilassen, weil wahrscheinlich dann die Meldung kommt so, hey, hinten ist ein schnelleres Auto. Verteidigt er? Nein, verteidigt nicht. Wieso klicken die das über? Ist die RS noch ausgeschaltet oder was? Ist die aktiviert noch? Aber es ist einfach bitter, Mann, dass jetzt das nicht so geklappt hat, wie es eigentlich wäre. Es ist einfach die ganze gestanden, ich habe aber gelesen, bleib hinter Gasly. Verstehe ich einfach nicht. Also eigentlich bin ich jetzt, meine Taktik, die ich hatte, ist ausgebremst worden durch einen Spielfehler. Geil. Ja komm, egal. Bringt es jetzt auch nicht, mich mehr über das aufzuregen, das fahre ich halt einfach fertig. Wieder P20 wieder. Aber in diesem Rennen wäre so viel Potenzial rum gewesen. He? Das Potenzial wäre echt rum gewesen. Wir sind viel schneller als die Williams, wir können das gut mit der Haas mittlerweile aufnehmen. Oder beziehungsweise sogar mit den Alphas zusammen. Da hatte ich einen Fahrfehler gehabt. Ich bin wegen dem Fahrfehler abgedriftet. Aber noch den Spoiler kaputt gefahren. Ja. Es sind noch mehrere Sachen zusammengekommen, die unnötig waren. Das ist ja so. Klar, es war eben ein Fahrfehler, der alles ausgelöst hat. Aber dass meine Taktik dort, oder beziehungsweise dass durch den Spielfehler nicht möglich ist, zum Zug überrunden, ja, finde ich halt einfach ein bisschen trash, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann haben wir mal noch den Latifi eingeholt. Vor uns wäre jetzt wahrscheinlich der Mazepin oder so etwas. Ja, Mazepin und Schumacher sind vor uns. Oh je. Und obwohl dass ich schneller war als der Alonso, habe ich einen Penalty bekommen. Ach Gott. Norris ist schon im Ziel. Okay, das ist schon die letzte Runde. Also ich könnte mir eben mal gerne in die Kommentare schreiben wegen dem Szenario. Ich habe gemeint, zurück über Runde gibt es. Ich habe gemeint, ich habe das auch schon mal gemacht. Ja.
okay, sammel ein wenig... Schlussendlich war es auch wieder ein Fehler am Motor, den wir hatten, wobei der hat jetzt auch nicht mehr so gross irgendwie mitgespielt. Ich glaube, wenn wir wirklich auch noch, ja nicht gerade vorne, aber halt dort mitgefahren wären, wo es um Positionen gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich dann schon ein bisschen gestruggelt. Aber wir haben gesehen, wir sind wesentlich schneller als Williams. Wir könnten es aufnehmen mit Haas. Aber ja, ein Fehler hat es ausbremsen. Lando Norris hat einfach gewonnen. Nicht schlecht. Ja. Bitter. Einfach bitter schlussendlich. Einfach bitter. Mazepin P14 noch. Das ist unser Rival. Der wird jetzt unsere Rivalität, wird er, glaube ich, uns auch überholt haben. Oh Mann, es ist so nervig, ey. Es ist so nervig. Es ist einfach so nervig. Dass mir das, also, ich glaube nicht, wie mir das aufregt, weil das ist wirklich ein Spielfehler. Es ist ein scheiß Spielfehler, wo man jetzt das Rennen zur Sau gemacht hat. Weil meine Taktik wäre einfach geil gewesen. Ich wäre mit Softs hinterher gefahren. Ich hatte Latifi und alles vor mir gehabt, wo ich easy noch überholen wahrscheinlich. Also haben die gesehen, wie ich sie auch überholen konnte. Aber der Computer sagt nein. Oh Mann, das ist wirklich nervig. Das regt mich so auf. Ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit dem Rennen von Spielberg. Wir gehen im nächsten Rennen nach Silverstone, nach Großbritannien. Hoffen wir, dass wir dort wieder die Punkte könnten kommen, dass wir mal eine gute Position rausholen können, weil ich glaube, wir sollten jetzt schon mal ein bisschen Gas geben, was Sponsoren anbelangt. Wenn wir ab Stufe 10 kriegen wir den nächsten über. Weil wir brauchen mittlerweile einfach schon ein bisschen mehr Cash, blöd gesagt. Ja. Ich meine, ich möchte auch gerne mal ein bisschen die Richtung weiterentwickeln, aber ich komme leider nie dazu, weil mir halt das Geld einfach nie reicht. Oder? Das ist halt ein bisschen bitter. Ja, von der Leistung her, von der Gesamtleistung her sind wir jetzt mittlerweile wieder schlechter als Williams. Die haben uns überholt, scheint es. Nein, die haben uns nicht überholt, aber wieso werden wir zu 100 Stunden gewertet? Wieso werden wir zu 100 Stunden gewertet? Das würde mich so wundern. Okay, ja. Wir schauen im nächsten Rennen oder in der nächsten Folge schauen wir weiter, wie es weitergeht schlussendlich. Und ja, da würde ich mal sagen, wäre es das mit der Folge von F1 2021. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen würdet. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Rennen wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!